So, wir befinden uns jetzt mitten in der Qualifikationsrunde. Die Fans sind wieder zahlreich ins Stadion geströmt und beide Trainer können heute auf ihre Stars setzen. Deswegen wird es wohl auch, Sebastian, eine packende Partie werden. Ja, das denke ich auch. Ich kann die Fans verstehen, dass sie hier so zahlreich erschienen sind. Also mal schauen, wer da alles auf dem Platz steht. Das wird doch sicherlich ein richtig gutes Fußballspiel in dieser Qualifikationsrunde. Und ich freue mich eben schon auf all die Technik und die Tricks dieser Spieler. So, jetzt wird's gefährlich. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Und schon ist das erste Tor in dieser Partie gefallen. Einige hatten sich auf der Tribüne noch gar nicht hingesetzt. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Der muss sich jetzt auf eine Flanke vorbereiten. In den 16er. Der passt perfekt. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. So, das ist hier ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften. Ausgleichstreffer. Und er findet den freien Mann. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Ja, ich verstehe es nicht. Warum reagiert der Schiedsrichter da nicht? Das ist unmöglich. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Und er hat das Auge, um solche Bälle spielen zu können. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. Achtung, genau in den Lauf. So, jetzt muss er den Ball nach hinten ziehen. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Und wieder den rausholt. Einfach spitze. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, der Torhüter klärt hier erstmal. Wunderbarer Pass. Jetzt die Augen nur. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Und jetzt kann er abwerfen. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. So, den muss er jetzt verwandeln. Super gemacht. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und was für eine Parade. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Weiter Abwurf des Torwarts. Das wird gefährlich. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Gute Aktion. Was für ein Tor!
Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ah, schöner Ball und der geht bis weit ins Mittelfeld. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Platzverweis, gelb-rote Karte. Nach dieser Rüdenattacke des Torhüters muss es natürlich Elfmeter geben. Also viel genauer kannst du den Ball gar nicht mehr schießen. Schön, da lassen sie den Ball laufen. Ja, müssen wir darüber diskutieren? Nein, es gibt Freistoß. Ich verstehe ja, dass nicht jeder harte Zweikampf eine gelbe Karte nach sich zieht, aber hier wäre sie mit Sicherheit angebracht gewesen. Wunderschönes Zuspiel. Und nach den ersten 45 Minuten steht es 2:2. Ja, ich bin sehr gespannt, ob beide Mannschaften dieses Niveau halten können. Sie sind ja wirklich gleich stark und naja, vielleicht wird ja eine Mannschaft etwas dominanter. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf die zweiten 45 Minuten. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. Ja, klasse Abwehrleistung. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Klasse, der lange Ball. Ja, großartiges Zuspiel. Versucht aus der Distanz. Und der Ball ist im Netz. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Und da macht er sein drittes Tor in einem Pokalfinale. Unglaublich, unfassbar. Richtig so. So, das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen vielversprechenden Angriff.
der passt. Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Los, schieß, Junge! Tor! Erstklassig, ein fantastisches Tor. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt. Schwaben, Spielfelds, jetzt mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Und das sieht klasse aus, was die da unten spielen. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Ein Eigentor. Unglaublich. So, hier kommt die Situation, die zu dem Eigentor geführt hat. Nochmal in der Wiederholung. Also kann mir mal jemand erklären, was da gerade passiert? War das wirklich ein Eigentor? Also der neue Spielstand sorgt hier kaum für Freude. Das Eigentor wirft sie noch weiter zurück. Hat nur noch den Torwart vor Augen. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Sowas nennt man eine kompakte Abwehr. Ja, das könnte eine gute Chance werden, aber jetzt müsste er auch flanken. Das war der Pfosten. Der Trainer wechselt aus. Mein lieber Mann, genau richtig gespielt. Ja, das hat er gut gemacht mit dem Kopfball. So wollen wir das sehen. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Klasse Aktion. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. So, zieh ab, Junge. Oh, den Ball kann er nicht festhalten. Ist das gute Abwehrarbeit? Nein. Riesenmöglichkeit. Eckball. Gut weggeköpft. Ja, und hinten darfst du keine Fehler machen. Lieber einfach mal weg mit dem Ball. Und ganz sicher das Zuspiel. War eindeutige Abseitsposition. Ganz eindeutig. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Gratulation, und durch diesen Erfolg ist natürlich auch die nächste Runde erreicht. So, Ausschluss vorbei, das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur gratulieren.